ernstcht wie méi Viredner se mir als der traditionell géinte Prinzip vun Emissionszertifikate hun hai öfters géint so Texte gestimmt a fir allen mochten Handel mat. Durch das Zertifikate gëtt de Klimawandel Zähregasemissionen quantifizeiert, krit e Preis a gëtt dann international gehandelt. Heizo schreibt dat renomméiert Jahoda Bauer Institut und er lädt mich 2 Sätze zitieren. Eine solche Marktlogik kommt zum Zug, wenn Emissionen durch Kompensationsprojekte anderswo ausgeglichen werden. Die Ökosystemdienstleistung der Senkenfunktion, also der CO2-Speicherung in Böden oder Wäldern, wird an zahlungsfähige Abnehmer in Form von Emissionsgutschriften verkauft. Oft werden diese Gutschriften von ärmeren Ländern mit schwachen demokratischen Institutionen angeboten und gehen mit Landraub und der Umsiedlung der politisch schwächsten Gruppe einher. Auf diese Weise werden die Kosten des Klimawandels nach unten weitergegeben und soziale sowie globale Ungleichgewichte verstärkt. Dabei kommt es zu absurden Fällen, wie zum Beispiel, dass die Umwandlung von Regenwald in Großplantagen als annähernd klimaneutral bewertet wird. Das Gesetz ist die logisch Zwick von diesem Teufelskreis. Betriebe, die schaffen, an Emissionsrechte kaufen müssen, produzieren Medaillen. Das feiert dann zur Fuite Carbon, die Rapport dieser Sei klar beschrieben wird. Weil Firmen an der Unmöglichkeit sind, hier heiger Kächten op ihr Klient aufzuwälzen, riskieren wir, dass sie sich aus der EU heraus delokalisieren. Das Gesetz gibt also diese Betriebe eine staatliche Subvention, für ihre Kächten vom Kauf von Emissionsrechten aufzuführen. Also, weil der Klient den Quatsch von Emissionshandel nicht drohen soll, bezahlt eine Lo als Steuerbürger den Betrieb eine Subvention. Herr Anzia, das ist nicht Staatskasse, die das finanziert, das ist dem Steuerbürger sein Portemonnaie, das sind Steuergelder. Und das ist eine Häresie, ein Nonsens für all konservativ denkende Menschen, und ergo für uns als ADR nicht droben.